herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Silly HD. Heute gehen wir wieder einmal mehr auf Zürich und ich bin bereits auf dem Weg zum Bahnhof, weil ich nachher in Zürich noch zwei andere Leute treffe und wir dann dort etwas Spannendes machen. Aber entschuldigt erstmal meine Stimme, weil die ist noch nicht hundertprozentig da, weil wir sind gestern haben wir kantonale Vereinsmeisterschaften gehabt und dann sind wir halt am Abend mit dem Festsaal gesessen. Und dann ist es halt ein bisschen lauter geworden und dann haben wir halt Filme geschraubt, weil halt die Schweiz dort gerade am Spielen war und jetzt ja im Finale ist. Wir haben gestern gegen Kanada 3-2 gewonnen. Also dann haben wir yay! Und da noch haben wir gestern ein bisschen rumgeschraubt dann im Zelt und dementsprechend ist meine Stimme ein bisschen am Arsch. Ich brauche es eigentlich heute den ganzen Tag, weil wir heute einen neuen Motorsport-Tag aufnehmen. Endlich ist es wieder mal so weit. Ich habe mich schon extrem darauf gefreut. Oh, geiler Blick von den Leuten, wenn man mit einer Kamera schnurrt. Also das Geilste am Vlog in der Öffentlichkeit ist ja eh die Blick, den du bekommst von anderen Passanten, die vorbeilaufen. Wieso schnurrst du mit einer Kamera? Hast du kein Leben? Das ist einfach immer das Geilste, dass die Leute anschauen so, hä? Wieso redest du mit einer Kamera? So, hä? Und das finde ich auch richtig geil, die Blicke zu beobachten. Darum schaue ich manchmal nicht in die Kamera. Aber wir sind jetzt auf dem Weg zum Bahnhof und ich würde sagen, los geht's. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie krank geworden in letzter Zeit, weil es ist, warte mal schnell, es ist 43 und der Zug fährt 46. Das heisst, ich bin mal pünktlich am Bahnhof. The fuck? Sonst bin ich immer 46 auf dem Bahnhof und dann kommt der Zug. Ich bin irgendwie krank geworden, ich bin nicht mehr pünktlich jetzt. The fuck? Aber ja. So, wir sind jetzt auf dem Bahnhof angekommen, auf dem Bahnhof. Ja Mann! Deutsch ist am Start. So, wir sind jetzt auf dem Berg angekommen. Fressegückel! Und ich würde sagen, wir haben so viel mal schon die gleichen Shots gesehen, vom gleichen fucking Bahnhof. Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt mal ganz schnell mit einer Transition. Und zwar gehen wir uns wieder in Zürich, wenn wir dort sind. Also los! So, wir sind jetzt auch in Zürich im HB angekommen, aber ich bin nicht allein hier. Ich habe nämlich noch den lieben Motor Air bei mir. Salut zusammen! Und jetzt kann ich verraten, was wir heute nämlich drehen. Wir drehen heute nämlich eine neue Folge von Motorsport Talk. Und hinter der Kamera ist jetzt der Joshua als Kamera. Richtiger Spaß, natürlich. Ah. Meins. Oh. Fertig. Habe ich angedruckt. Schurfreunde. Alter, ist das geil, das gibt's bei uns nicht. Ja. Mach sie nicht. Jetzt mit McDonald's essen, weil wir das machen eigentlich immer, wenn wir in Zürich sind. Und wir fahren jetzt im Bändli, zwar in die falsche Richtung, aber wir haben recht Spaß. Wir fahren nicht in die falsche Richtung, wir fahren richtig. Da unten hat es so einen fucking Glock, ne? Und ich bin auch professionell am Vloggen. Und ich glaube, das Bändli geht sogar in den Untergrund runter, oder? Wir fahren jetzt eigentlich haben wir schon lange wieder zur Formel E-Strecke. Dort, wo sie durchführt, um nachher eigentlich den Motorsport-Tag aufzunehmen. Aber... Oh ja, es geht in den Untergrund. Eigentlich, jetzt fahren wir in den Untergrund, aber es heißt nicht jetzt schwarz. Nach einer längeren Fahrt sind wir jetzt endlich angekommen und oh, es ist rot, egal, wir können rüber. Da war noch grün. Nach einer längeren Tramfahrt sind wir endlich angekommen, wir haben das falsche Tram genommen, aber dafür haben wir geile Videos machen. Und jetzt suchen wir jetzt das E-Village, was es nach der Formel E-Strecke wird haben. Und jetzt würden wir sagen, gehen wir mal dorthin. So, wir haben das E-Dörfli, Alter, ja Mann! Wir haben das E-Village gefunden von der Formel E. Also laut Plan wäre es hier. Theoretisch sollte es hier sein. Genau. Theoretisch sollte es hier sein. Wir haben jetzt wahrscheinlich ein Plätzchen gefunden. Mal schauen, ob es da oben etwas ist. So da oben. Vielleicht geil. Genau hier.
Es ist dezent dunkel. Ach, mal schauen. Ja, eben, das ist das Problem, dass es dunkel ist. Vielleicht gehen wir lieber dort unten hin. Gut, wir haben herausgefunden, dass das Problem da ist. Kannst du gerade noch einmal erklären, wie du das gefunden hast? Also ich bin halt da gestanden und da hat es halt mehr Sonne gehabt als dort der Schatten. Und darum Weil es da einen fucking Baum hat. ist halt... Und jetzt seht ihr es richtig. Der Struggle ist real. Ich finde einfach keinen geeigneten Platz, weil entweder ist das Licht scheiße und ein geiler Platz wäre, oder halt hier ist es nicht so geil, wenn man einfach auf dem Boden muss sitzen muss. Oder es hat einfach irgendwo immer Leute rum, die einem nerven. Aber egal, wir finden jetzt einen Platz. Wir haben die Folge abgedreht und das Thema, ich denke, ist sehr interessant gewesen. Und er ist fast gestorben, weil die Kamera darfst du wirklich nicht unterschätzen, die ist scheiße schwer. Und wir sind jetzt hier am Zusammenräumen von dem ganzen Set, das wir hatten. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir das noch zusammen. Weil das Wetter ist doch mittlerweile irgendwie ein bisschen kalt geworden. Nicht so geil. Ja, es sieht nicht mehr so geil aus. Das heisst, wir räumen jetzt schnell mal zusammen und dann sehen wir uns nachher wieder. So, und jetzt haben wir auch alles aufgeräumt, jetzt sind wir bereit zum Gehen. Und was ist das für ein Bag? Das ist ein Kigo-Bag. Das ist ja unten in der Video Sieht beschrieben. noch easy nice aus. Das ist ein Schulprojekt von einem guten Kollegen. Sieht geil aus. Das abchecken ist super. So, wir verlassen jetzt den Park und machen uns jetzt auf den Weg heim, weil er muss nachher wieder zurück in sein Heimatländli. Weil das Zürich ist ja für ihn aus Ausland. Zürich ist das grusigste Ausland der Welt, das mache ich hier überhaupt. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so findet. Was findest du das Geilste an Zürich? Die. Ich komme nicht aus Zürich. Fuck. Hallo ich! Das ist echt das Geilste in Zürich. Der Automan! Nein, keine Ahnung, Alter. By the way, da haben sie uns einfach gerade hier, weil da nachher die Ausfahrt von der Formel E ist auf der Rennstrecke. Also, anscheinend ist hier Boxengasse von der Formel E. Das sehen wir. Weil dort vorne sehen wir einen übelst hässlichen Übergang. Aber da wird wahrscheinlich die Formel E Autos durchfahren. Und da, wo er jetzt steht, wird die Box die einzelnen Zelte sein. Und da haben wir einfach ein richtig nice Auto entdeckt. Das wäre eigentlich auch geil, um einen fucking Carporn machen. Das Auto. Aber das habe ich kassiert. Wir sind unterdessen am HB angekommen, nachdem wir schon wieder falsch gefahren sind. Wir müssen uns leider von ihm verabschieden. Letzte Wort. Das sind geile Sachen. Ich hoffe, dass wir irgendwann wieder mal sehen. Und wenn ich vielleicht merke, bin ich jetzt allein unterwegs, weil ich nicht mehr allzu viel gefilmt, weil wir die eine oder andere geile Sache noch besprochen haben. Aber was es genau ist, erfahren ihr, wenn ihr in dem Insta da unten folgt. Einfach folgen, blenden es jetzt nochmal ein. Gerade für Creator ist das extrem spannend, weil es könnte etwas extrem Geiles geben diesen Sommer. Und ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Es war recht hektisch, ich weiss. Aber ich habe wieder probiert, ein bisschen mehr zu erzählen und weniger mit Edits zu machen. Wird dadurch halt ein bisschen unruhiger, weil es recht viele Jumps gibt.
halt von Szene zu Szene. Und weil wir halt heute recht viele Aufgaben in kurzer Zeit haben müssen erledigen. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schaut bei allen in der Beschreibung vorbei, der Moto R, Saberdash, dann der liebe Rentex TV und der Joshua Spielt. Und natürlich, wenn du mich noch nicht abonniert hast, kannst du das auch gerne machen. Dann würde ich sagen, das war es mein heutiger Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Also, ciao.